Hallo zusammen, Sprite Thugs zurück, Spreitenbach im Aargau, bekannt auch als Rübliland. Die Rübli-Catcher 1 und 2 sind auch am Start. Hoi Knot. Hallo! Du stehst vor Ja. einem super Gebäude. Ja, ich habe mir da etwas Schönes gemacht. Einen wunderschönen Turm. Mit Ja, ein Sturm. spritziger Spitze. Ja, Wenn du dem Turm willst sagen, okay. Turm mit zwei ist ein- Kuppeln. Es liegt im Auge des Betrachters. Ganz interessant. Ja, Sprite Thugs natürlich am Start. Yeah. Was wären wir ohne unserem Logo? Genau, nichts. Nicht, gar nichts. Darum haben wir das natürlich müssen versinnbildlichen. Und zwar im grossen Stil. Sehr Also ja, hoher, nach grosser Logo Stil. Und ja, damit natürlich alle unsere Bewohner von diesem Dorf uns kennen, wissen, wer wir sind und natürlich auch wissen, wenn sie ihre Gelder müssen abdrucken sozusagen, haben wir das hier aufgestellt. Wir wollen nicht Schutzgeld sagen, wir sagen Sprite-Gelder. Das klingt auch ein bisschen sympathischer. Ja, Werbung heutzutage ist natürlich sehr wichtig. Darum die einzige Marke in diesem ganzen Land. Sprite Thugs. Yeah. Jo, wenn wir schon dabei sind, zeigen wir euch doch mal das ganze Ding aus dem Survival-Mode, so wie wir das eigentlich auch gebaut haben, aus der Perspektive, wo man es sonst auch sieht. Und ja. Hallo zusammen, so, zurück wie versprochen im Survival-Mode. Und wir haben gedacht, wir zeigen euch als erstes mal einen Teil von unserer Hauptbasis. Jetzt sind wir gerade zu oberst oben. Auf unserem Hauptturm sozusagen. Da sehen wir auf das ganze Land über. Sehen wir aufs Dorf, sehen wir ja, eigentlich auf jedes Gebäude, das wir in diesem Biom gebaut haben. Auf dieser Seite sehen wir gerade noch, dass es nicht mehr Sonntag ist und der Leuchtturm funktioniert wieder, ist am Blinken, nicht nur am Leuchten. Für all die Episode 1 gesehen haben, oder respektive ja, von dieser neuen Welt die erste Ausgabe. Ja, gehen wir ein bisschen runter Genau. schauen, wie es dort aussieht. Stürzen wir uns die schöne Wendeltreppe durch ab. Ja, da geht es rundherum. Ja, oft gestorben da beim Bau. Mhm. Einer ist runtergefallen und vorbei. Da unser Zwischendeck. Da sieht man Genau. auch die einzelnen Aussentürme, 4 Aussentürme, ein Hauptturm. Jo. Mit Schiessscharten, ja, falls irgendjemand uns noch angreifen will. Aber wir haben alle schon lange gezähmt. Genau. Zombies gibt es auch schon lange nicht mehr. Feinde alle bekämpft. Genau. Jo, das ist eigentlich unser oberster Stock vom ganzen Gebäude. Es folgen noch viele andere Stöcke weiter unten. Unser Schlafgemach. Genau, auch relativ weit oben hat man bessere Luft als unten. Unten wird ja eigentlich alles backen und kochen und so, darum haben wir das hier aufgesetzt. Abgeteilt in 4 Teile, 2 für uns, einer für den Cecco, der leider noch nie da war. Und ja, noch für gewisse Gäste. 3 Doppelbett und 1 Singlebett, ja. Genau. Heute geht es in unserem Musikzimmer. Stock. Genau. Das ist natürlich sehr wichtig, da tun wir uns jeden Tag mal noch schnell Schallplatten reinziehen. Ich weiss nicht, ob man das heute noch kennt, Schallplatten, Vinyl. Das sind so Tonträger, wo man früher analoge Musik drauf hatte. Yeah. Danke vielmals für den Groove. Da geht es ab. Ja, und da oben sieht man eigentlich jede einzelne Schallplatte. Das sind alle verschiedenen, die man überhaupt kann holen in Minecraft. Das ist relativ mühsam, um die zu holen. Es sei denn, man hat es irgendwie so eingerichtet oder gefarmt, wie wir das machen. Da kommen wir dann eigentlich noch bei der Mobfarm genauer dazu. Jedenfalls sind sie sehr, sehr selten grundsätzlich in Minecraft drin. Obwohl wir haben alle im Überfluss. Uhaha.
Haha. So ist es. Ja, das ist sozusagen unser musikalischer Stock. Mhm. Und gehen wir nochmal einen weiter runter. Da haben wir etwas sehr Wichtiges, natürlich das Esszimmer für unsere Gäste. Ist im Moment Also gerade nicht deckt. viele Gäste, aber ja. Genau. Wir hoffen, wir werden mal Gäste haben, besser gesagt. Mhm. Ja, in diesem grossen Esstisch könnte man viel Gelage haben. Wir haben aber auch noch andere Sachen eingebaut in dieser Etage. Und zwar haben wir da noch eine kleine Jassecke. Eigentlich auch noch ein Sofa-Lounge mit Tisch in der Mitte und einem einzelnen Sitz. Das Zeug natürlich, wie ihr wahrscheinlich auch schon ausprobiert habt, die das Game auch schon gespielt haben, aus Stufen, einzelnen Bretter und Schilder und das Zeug, Druckplatten und Zäune. Dann kann man eigentlich das ganze Zeug so zusammenstellen, damit es optisch wirkt, als wäre es ein Tisch. Grundsätzlich ist es aber für etwas anderes eingefügt worden. Es gibt noch ganz viele andere Vergleiche, die wir noch in anderen Gebäuden so gemacht haben. Und ja, ist immer eigentlich wieder witzig oder interessant, was man so aus den einzelnen Elementen von Minecraft schlussendlich bauen kann. Genau, fördert. Ja, da noch ein Expressbett ist natürlich wichtig im Survival-Mode, weil da muss man immer schnell schlafen, wenn es dunkel ist, damit keine Zombies und Mobs und so Zeug kommen. Ja, andere Ecken noch von dem Gebäude sehen wir unseren Flatscreen, der zwar nicht so flat ist leider, aber Ja, schon erste Generation. optisch von vorne sieht es so aus. Ja genau, First Gen von all diesen Flatscreens. Oder Rückbruch können sie sein. Ja, genau. Jedenfalls, da haben wir noch einen Grill oder eine Schmine drin. Das ist immer wichtig, wenn wir schnell etwas essen wollen. Nein, es ist mehr eigentlich ein optischer Gag. Sieht aber wirklich aus wie eine Schmine oder ein Ofen, den man gerade im Wohnzimmer hat. Mhm. Ja, sonst hätten wir theoretisch noch viel Platz, um das Zeug zu machen. Sind leider noch nicht dazu gekommen. Aber das Ganze im Survival-Mode geht halt nicht ganz so schnell von Hand wie im Kreativ-Modus. Wir müssen das ganze Zeug zuerst noch abbauen und umwandeln und craften und. Damit man das dann so bauen kann. Genau. So, nächster Stock. Auch sehr wichtig. Das ist eigentlich unser... Ja, wo Arbeitsstock. wir angefangen haben bei der Basis, ist das eigentlich unser Hauptstock gewesen. Wir haben noch nichts oben dran und unten dran oder links und rechts gehabt. Es war auch noch nicht in diesem Ausmaß gewesen. Wie ihr jetzt gerade seht, ist da ein riesiges Lager geworden. Wenn man eine längere Zeit eigentlich Minecraft spielt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man die einzelnen Items kann sortieren, irgendwo ablegen. Es gibt Zeug, die man viel hat, es gibt Sachen, die man weniger hat. So findet man relativ schnell auf der Ebene, wo man es am meisten braucht, eigentlich alle Items, die wichtig sind. Nicht ganz alle, ein paar haben wir mehrere in eine Kiste rein, wo man einfach weniger hat davon. Mhm. Aber man findet fast alles Jo, da. da sieht man eigentlich so die Items, genau. Sehr, sehr wichtig. Hat natürlich auch viel Zeit gebraucht. Und ja, genauer werden wir den Raum gerade nachher anschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Sind gespannt. Spready Thugs. Tschüss zusammen. Tschüss.